the sun rising, but you're still drawing lines. War never changes. So, da, grüß dich zurück bei Fallout New Vegas. Wir müssen ja diese komischen Antennen da in Ordnung bringen. Entschuldigung, aber mich juckt die Nase und ein bisschen rotzen tue ich halt auch. Aber das soll ja kein Hindernis sein. Was ich mir erinnern kann, ist es leider ein bisschen eine höherstufigere Mission. Wir werden auch hier später wieder zurückkommen. Helios One, das ist glaube ich noch ein bisschen höher angesetzt vom Level her mit der Wissenschaft. Und da ich ja momentan nicht in Wissenschaft geskillt bin, werden wir das Ganze später machen. Wir werden jetzt einmal weitergehen in Richtung Novak, das was ja eigentlich schon seit einigen Folgen mein Ziel ist. Begrüße, hallo Hund. Ja, machen wir es einfach, gell? Das ziehen wir einfach durch, eiskalt. Nur haben wir ein relativ großes Problem. Waffen. Mir geht mittlerweile überall die Munition aus, wie du siehst. Ja, da hätte man noch ein bisschen mehr zur Verfügung. Naja. Okay, V. Ja, das ist ein bisschen verwirrend zeitweise. Fallout New Vegas hat die Swets auf V und Fallout 4 auf Q. Also komplett verstrahlt alles miteinander. Ja. Die davon gerotzte Episode. Was ist da? Noch Klon, oder? Passt. Wie schaut eigentlich der Charakter? Ah ja, der Charakter war das, genau. Ich habe mittlerweile mit so vielen Charakteren zu tun, dass ich mich auch gar nicht auskenne, was für einer was ist. Gibsons Hütte. Was will uns die Musik sagen? Pass ja auf, Fremder. Was ist da hinten? Kuckuck! Kanada in Kanada. Na, das freut mich. Der Großteil des Textes auf dem Schirm ist chiffriert. Ohne Veronica werden sie ihn nicht entschlüsseln können. Ah, Veronica, das ist ja die Bruderschaftspuppen, gell? Ja. Gehen wir uns da irgendwas Dingsbumsen? Bumsdingsen? Na. Oh Gott. Hilfe. Jetzt weiß ich, warum ich... Nein, lassen wir's. X. Ja, wir schauen uns da zwar trotzdem mal durch. Okay. Nach den Bomben totgesoffen. Medex. Nochmal Medex. Rasenmähermesser braucht man nicht unbedingt. Aber jetzt können wir mal schauen. Vielleicht finden wir da wieder mal ein Büchlein oder so. Irgendwas in diese Richtung. Bier braucht man nicht. Ich privat trinke auch kein Bier, was mir einfach nicht schmeckt. Ein gut gepflegter Kaffee. Das passt, dann bin ich schon wieder zufrieden. Aber warte mal. Wenn wir dann in Novak waren, wie viel Kronkorken haben wir überhaupt dabei? Wenn wir überhaupt welche haben. Gab's unter Sonstiges ist das drinnen, gell? Wenn wir dann am Strip kommen, können wir eher... Ah, da, 500 Kronkorken, das ist gut. Ja, dann werde ich mir das auch nach der Episode aufschreiben.
Also Vault 11, Helios 1 und Gibsons Hütte. Boah, die Musik ist so andächtig ist das falsche Wort. Eher so verzweifelt pessimistisch. Ja, okay. Ja. Was soll ich da sagen? Hä? Sei ehrlich. Grüß Gott. Sei ehrlich, für was für ein Bullshit darfst denn du das halten? Als Optimismus? Na. Sind wir dort schon Novak? Ich glaub schon, gell? Warte mal, Daten. Ja. Jetzt weiß ich aber nicht, was ist das da gewesen? Das war aber kein Vault, oder? Das müsste jetzt Novak sein. Weil normalerweise, wenn ich nach Novak gekommen bin, bin ich immer von der anderen Seite hergekommen. Novak, bitteschön. Ja. Dietrich und du, schön. Verlassen. Das, warte mal kurz. Hilfsmittel, da. Dietrich und du, plus 20, genau. Das ist für Kurzweilen. Man plus 5 steht zum Beispiel, oder plus 2, dann hast du da 2 Punkte mehr. Schauen wir zuerst da oben. Bevor wir wieder ins Plaudern kommen. Müllcontainer ist leer, klar. Weißt du was? Du kannst dabei, wenn du so lieb bist, den Scheiß weg da. Ah, warte mal. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Macht sie da jetzt nicht eine eine Questreihe auf Gibson-Schrottplatz? Hey, Hey! hallo. Ich bin die alte Lady Gibson. So nennt man mich zumindest. Ich habe diverse Dinge zu verkaufen und kann auch ganz gut reparieren. Vielleicht haben Sie das riesige Gebäude im Norden bemerkt. Das ist Helios 1. Die RNK hat dort das Sagen, also ist es Sperrgebiet für Prospektoren. Was wissen Sie über Helios 1? Soweit ich gehört habe, hatte die stählerne Bruderschaft dort das Sagen, bevor die RNK übernahm. Ich weiß aber nicht, wer das Schießen angefangen hat. Aber als alles vorbei war, war die Bruderschaft mit ihren hübschen Waffen und Rüstungen auf der Flucht. Seitdem hat man nichts mehr von ihr gehört. Warum nennt man sie die alte Lady Gibson? Ja, wahrscheinlich, weil sie schon so alt ist. Ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Früher nannte man mich nur Gibson. Den Rest können Sie sich wohl selbst denken. Aber das ist mir eigentlich egal. So lange zu leben ist heutzutage wirklich eine Leistung. Mal sehen, ob ich noch friedlich in meinem Bett sterben kann. Naja, bestimmt, Mann. Das ist ja wirklich, also, na, wirklich, ja, auf Wiedersehen. Ciao. Ja, Pfiati. Mach's gut und ja. Und schau, dass du gemütlich in dein Bett sterben darfst. Warte mal. Viel. Ich bin nur gerade im Überlegen. Es gibt ist das in Fallout 3 oder ist das da einen Schrottplatz, wo du Dogmeat finden kannst? Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ist es ein Schrottplatz oder ist es so ein Abstellbahn, so ein Bahnhof, was ist das, so ein Depot für Züge halt, ne? Wir sollten mal schauen. Wir sollten mich einmal informieren, wo wir Dogmeat finden würden.
Oder ob wir ihn finden, das weiß man ja nicht so genau. Ah, Entschuldigung fürs Gerotze, aber sonst habt ihr überhaupt kein Volk diesmal. Hihihi. Selbst das Rumgerotze. Daraufhin folgt das große Gekotze. Da wohnt wer? Haus in Novak. Prim hat einen neuen Sheriff. Das sollte die Pulverbande fernhalten. Wenn Sie eine Weile bleiben wollen, gibt es reichlich Platz im Dino Delight. Ja, ich will mich da nur umschauen. Mehr will ich nicht. Ist zwar alles recht gut und schön, aber sie hatte leider keinen Föhn. Ja. Ich will, da ist eine Truhe, ich will die Truhe. Spiel, ich will die Truhe. So ein Kaktus. Aber warte mal. Warte mal, was haben wir denn? Super. Kennst du den Moment auch, wenn du dir was freist, dann nimmst du noch ein Hilfsmittel, weil du denkst, ah, das verlockt zum Prim hat... diebischen Elstern und dann war's einfach für einen Arsch. Begrüße. Und da war's einfach für einen Hugo. Schrecklich, schrecklich. Söldner, Söldner. Hi, Hi. was kann ich für Sie tun? Ich bin verletzt, ich brauche medizinisches Material. Ich bin verletzt und brauche medizinische Hilfe. Sind wir verletzt? Nur wenn ich meinen letzten Befund glauben darf. Was hat's Ja, da? und ich brauche sterile Medizinvorräte. Aber schauen wir mal, was ich so habe. Du wirst doch wohl irgendwas haben, hä? Dirndl, machen wir jetzt nicht narrisch. Sonst muss ich dich leider... Ja. Sonst muss ich dich leider eliminieren. Das würde dich sehr verwirren. Energiezelle. Ne. Achso, die wiegt ja nichts, ist ja wurscht. Ah. Die Hockeymaske. Naja. Ja, aber ich habe nichts, was ihr weiterhin anbieten könnt, rein theoretisch. Ich will... Der Laserpistole, die haben wir auch. Ich würde damit 3 Stück mitnehmen. Also eins muss ich da schon sagen, teuer ist sie schon. Das hört sie, die Musik hört sie gerade so ein bisschen so nach Dings an, nach Talos Principle. Sechs Talos Principle habe ich noch nie fertig gespielt für den Kanal. Ja, schauen wir mal. Den Rest kann ich dann noch nicht versprechen, weil es einfach nicht war's. Ja, ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Arzttasche. Du spinnst ja ein bisschen. Nein, machen wir so. A. X. Danke. Ja, bitteschön. Bis später. Ja, natürlich, Frau Strauß. Vogelstrauß, ja, essen. McBride.
War Brahmin? Naja. Also ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen, Novak, ja. Naja, lassen wir's. Also das, wir schauen jetzt mal da zu diesem Dinosaurier. Ah, zuerst schauen wir dann das Gebäude und dann zum Dinosaurier, genau. Und wenn uns nichts dazwischen kommt und wir von dem Gebäude fertig sind und zum Dinosaurier gehen, dann hast du Glück gehabt. Weil es liegt da nämlich noch eine Tankstelle, da könnte man nämlich auch noch reinschauen, gell? Also, naja. Der ist leer, kannst du nicht lesen? Wahnsinn, Wahnsinn, der kann nicht mehr lesen. Also wenn ich meinen letzten psychologischen Befund glauben darf, dann ist er deppert. Ich finde das aber irgendwie, also nicht, stilistisch, das hat was. Prim hat einen neuen Sheriff. Das sollte die Pulverbande fernhalten. Ja, ja, das kann man so oder so sagen. Wenn du es nicht wolltest, du es aber solltest. Mhm. Was haben wir da? Elektroschrott, das ist alles zum Fladeranski-Banski. Was haben wir da? Nix, Raketen, sehr gut, interessant. Altmetall, ja. Nachladebank, Werkbank. Kleine Zelle. Ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, Fallout New Vegas ist ja mir nicht unbekannt. Aber. So Zerlegung. Aber dies alles machen ist mir ein bisschen ein Rätsel, ehrlich gesagt. X. Die halten mir alle ein X für ein U vor. Was tue ich jetzt, ha? Ja. Ich bin in Talos Principle. Cool. Und Talos Principle ist ein wahnsinnig gutes Spiel. Na schau, wer da steht, Herst. Victor, du altes Suppenhändel. Na, da brat mir einer einen Storch. Ein Wenn Vogel. das nicht meine gute Bekanntschaft aus Good Springs ist. Was machst du denn in Novak? Wenn ich das wüsste. Irgendwie hat es mich nach New Vegas gezogen. Denke mal, ich werde es rausfinden, wenn ich da bin. Was ist das hier für ein Ort? Novak? Netter Ort, würde ich sagen. Aber mal unter uns. Als ich hier ankam, hatte ich ein ungutes Gefühl. Passen Sie auf sich auf. Ja, natürlich. Schön, da draußen ein freundliches Gesicht zu sehen. Geht mir genauso. Kann der alte Vic was für Sie tun? Ja, natürlich. Du könntest mir... Du hast gesagt, dass die Leute, die mich angegriffen haben, in diese Richtung gingen. Ja. Nein, habe ich nicht, so viel ich weiß. Aber Sie könnten sich umhören. Die Leute von Novak sehen normalerweise jeden, der hier langkommt. Okay. Geh mir einfach aus dem Weg, Roboter. Na, er ist Wir sehen uns. ein sympathisches Kerlchen mit dem Gesicht von Lucky Luke. Als er noch Zigaretten tragen durften und keinen Strohhalm. Ach, so ein Scheiß. Als wenn uns der Strohhalm besser machen wird. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber geht's da nicht irgendwo bei die, wie heißen's? Zu die Großen, wie heißt's dort, hä? Was denn, zu die Großen, zu die Schirchen. Ach so, das ist ja die komplett falsche Richtung. Das ist ja die komplett falsche Richtung eigentlich. Black Mountain, Camp Fallen Hope und verlassener Bruderschaftspunkt, genau. Nur, was ich noch nicht weiß, oder was ich nicht mehr weiß, wo ist diese eigenartige, Station? Black Mountain, Sloan, Curry Junction.
Oder ist das nicht eher ein Black Mountain oben, wo du die Veronica als Begleiter mitnehmen kannst? Oder ist es da irgendwo am Weg? Camp McCarran neutral. Ja gut. Solange wir die RNK auf unserer Seite haben, die wir eigentlich umbringen wollt, ist es alles. Na, die RNK wollte uns doch nicht umbringen, oder? Na, da bin ich jetzt falsch, sorry. Oh, Hallo. Jenny May Crawford. Hey, Godzilla. Ja. Was tut man nicht alles? Was tut man nicht alles in diesem Spiel, dass man Unterkunft hat, gell? Kostet uns zwar ein bisschen was, aber sie ist angenehm, sag ich mal. Nun herzlich willkommen. Sie sehen müde von der Reise aus. Warum erholen Sie sich nicht etwas und lassen diese feine Stadt sich um Sie kümmern? Wir kennen uns noch nicht. Was ist das für ein Ort? Wir sind eine kleine Wüstenoase namens Novek. Dies hier ist das Dino-Delight Motel und es gehört mir. Welche interessanten Plätze gibt es hier? Da wäre mal Dinky, das Stadtmaskottchen. Ein toller Anblick, den Sie wohl schon bei der Anreise gesehen haben. Innen können Sie auch raufklettern. Die Straße rauf im Westen liegt Repcon. Das ist diese alte Raketenfabrik. In letzter Zeit haben sich dort düstere Gestalten angesiedelt. Vielleicht sollten Sie da besser fernbleiben. Ansonsten ist nicht viel los, also nehmen Sie es leicht und genießen Sie die Gesellschaft. Sonst noch etwas? Ein Stück im Norden sehen Sie einen großen Turm. Das ist Helios One. War früher mal ein Kraftwerk. Östlich von hier gibt es eine Stadt namens Nelson. Bevor die Sklavenjäger dort einfallen, war es ein ruhiger Ort. Aber unsere wunderbaren Scharfschützen halten ein Auge in diese Richtung offen, sodass die Sklavenjäger uns bislang in Ruhe gelassen haben. Na warten, aber nie zurückkommen. Dann habt ihr ein Problem mit den Sklavenjäger. Erzählen Sie mir mehr über Repcon. Ich weiß nur das, was ich gehört habe. Angeblich sollen vor einer Weile Ghule dort rein sein. Von Zeit zu Zeit hört man auch Lärm aus dieser Richtung. Explosionen oder sowas. Hüten Sie sich vor Fremden. Hoffentlich entspricht alles Ihren Wünschen. Ja, natürlich. Wo kann ich mich mit vorräten? Da. Und zwar, ich suche einen Mann in einem karierten Mantel. Haben Sie so jemanden gesehen? Naja, er mag zwar fein angezogen gewesen sein, aber wie ein echter Gentleman wirkte er nicht auf mich. Hatte seine Nase so hoch oben, dass man sie in den Wolken gar nicht mehr sehen konnte. Diese Städter glauben immer, sie hätten was Besseres verdient. Die Schläger in seiner Begleitung schienen Manny irgendwie zu kennen. Er ist tagsüber unser Scharfschütze, oben im Dinosauriermaul. Wo kann ich mich mit Vorräten eindecken? Bei Manny Vargas nachfragen, wohin die Kahne gezogen sind, okay? Was tut sich in der letzten Zeit in der Stadt? Mal sehen. Dusty McBride hat ein paar Brahmin verloren, aber daran dürfte vor allem die Hitze schuld sein. Eigentlich ist es ziemlich ruhig. Ranger Andy ist immer noch verletzt, aber die beiden netten Scharfschützen überwachen Tag und Nacht die Straße und halten Abschaum von Novek fern. Sie sind ein echter Segen. Wo kann ich mich mit Vorräten eindecken? Schauen Sie mal bei Cliff Briscoe im Dino-Bite-Geschenkeladen vorbei und sagen Sie, dass ich Sie schicke. Schätze mal, dass ihm in diesem Dino-Bauch langsam langweilig wird. Er dürfte sich über Gesellschaft freuen. Ich will mich an einem Mann namens Benny rächen und brauche jemanden, der mich in Schuss hält. Eine gute Idee. Ich mache Ihnen eine Pauschale und Sie können nach Belieben bleiben. Zumindest bis die Saison beginnt. Abgemacht? Hier sind 100 Kronkorken. Schön, dass Sie bei uns bleiben. Ihr Zimmer ist oben in Richtung Yes. der Lobby. Hier ist Ihr Schlüssel. Lassen Sie es mich wissen, wenn ich Ihren Aufenthalt angenehmer gestalten kann. Madame, Sie haben mich zutiefst glücklich gemacht. Auf Wiederschauen. Hüten Sie sich vor Fremden. Ja. Ich werde mich vor Hüten Fremden, genau.
Du, 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 du. Bitteschön, unsere kleine, ruhige Absteige. Mit einigen an Dingen, was wir uns einlagern dürfen, können, wollen, sollen. An Safe haben wir erinnern. Und wir dürfen des Nächtens schlafen mit einem Teddybären. Ach, ist das schön und herrlich. Kleiderschrank ohne Klischee. Ja, gut. Würde ich ein Mädchen spielen, dann ja. Aber so als Mann müssen wir da etwaig ein bisschen provozieren. Gut, improvisieren, ja. Katalogisieren. Also, wie du siehst. Das erweckt meine Neugierde. Sprache plus 5. Erst du geiles Sau. Ja, genau. Schön sprechen. Schön sprechen, schön sprechen. Wir hauen was in den Safe. Wir hauen was in den Safe. So, hinein da. Weil sonst, ja. Warte mal, was können wir denn da rein tun? Ha? Was könnten wir da reintun? Reintun. Reintun. Passt. Weißt du was? Das Essen, da haben wir da einer, siehst. Also auch hier wird geräumt und zusammengeräumt und ja, du weißt es eh schon. Wir halten uns einmal 2 Reparatursätze, die ruhige Hand, da haben wir zwei weg. Selbst ist der Mann. Die 3 Stealth Boy braucht man nicht. Das braucht man nicht. Turbo. Zuckerbomben. Und wir sind schon wieder aufgeräumt, wie du siehst, ist das geil. Hörst, Alter! Das ist ja flott dahingegangen. Was braucht man denn nicht? Kannst du mir das verraten? Aber was ich weiß, der Chance da wiegt ja nichts, ne? Wo ein bisschen was. Wurscht. Ja, jetzt haben wir eigentlich endlich einmal. Okay. Jetzt haben wir eigentlich einmal das erreicht, was wir erreichen hätten wollen. Erreichen hätten wollen. Genau. Erst Alter, rennt so ein Schatz daher. Dann wäre mein Leben nur halb so schwer. Hoppala. Ja. War nur reine beabsichtigt. Yes, we have T-Rexes. Also das ist ja wirklich die billigste Werbung, die du dir vorstellen kannst. Willkommen im Dino-Bite. Ich bin Cliff. Wenn Sie wegen der T-Rex-Figuren hier sind, kommen Sie gerade noch rechtzeitig. Ein paar habe ich noch. Jenny May schickt mich. Die Gute. Irgendwie sagt mir jeder Reisende, der hierher kommt, das Gleiche. Sie sehen das Schild und denken sich, Geschenke laden? Kann ja wohl nicht stimmen. Aber Jeannie May schickt sie immer wieder zu mir. Nun, Jeannies Freunde sind auch meine Freunde und Freunde bekommen einen Rabatt in meinem Laden. Was verkaufen Sie hier alles? Na, da wären natürlich die T-Rex-Figuren. Sie sind unser Verkaufsrenner. Außerdem haben wir verschiedene Repcon-Fabrik-Souvenirs, Raketen und ähnliches. Was ist mit Vorräten und Waffen? Haben Sie da was für mich? Waffen? Ja, ich habe ein paar. Mist. Nie kauft jemand einen dieser T-Rexe. Ich würde es mir gern mal anschauen. Sicher, schauen Sie sich ruhig um. Wow. Also mit dir, Junge, komme ich glaube ich ins Geschäft. Warte mal.
So viel braucht man nicht. Partylöwe. Die Knarre. Also die Coaster-Klasse, oh, der ist ja irgendwo dagegen gelaufen, oder? Anders kannst du das ja auch nicht erklären, schau mal die Preise. Ja. Okay, gut, er will halt auch verdienen. Okay? Ja, ich verstehe sie. Und wenn er nicht pleite gegangen ist, dann lebt er noch heute. Der Partylöwe-Effekte plus. Boah, das nehme ich natürlich mit. Warte mal, hat der 10 mm die Knarre? Hat der keine Munition? 10 mm. Stärke 4, GW 3, SPS 41. Ja, die ist aber trotzdem schwächer als unsere. Der Kauberepetierer. Einschusswind. Hackebeil kann er haben. Die braucht eigentlich Munition, hat der sowas nicht? Die Warzen. Hast Alter, willst du mich verarschen? Was für eine waren eigentlich 10 mm? Also mal ein bisschen einkaufen, gell. 40 mm. Na, den Schaß hat er auch nicht. Naja. Robuste Kalaber. E-Zelle. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht haben, gell? So, da. Magnum haben wir auch, gell? Magnum Revolver, aber der ist ja relativ schwach. Was ist das? Weg damit. Die 9 mm Pistolen. Ist ja Schaß. Weg damit. Repetierer, Dynamit, Einschussfinte. Muss ich mir alles nochmal genau anschauen. Ich kenne jetzt nicht unbedingt unsere Waffen auswendig. Das ist das Problem, was ich habe. 300. Was haben wir noch? Kauberepetierer, da haben wir ein bisschen was. Kaliber 20, Kaliber 20. E-Zeller, da haben wir noch genug, gell? Kaliber 20 müssen wir uns halt besorgen, nur dass du Bescheid weißt, gell? 40 mm Granaten haben wir zwar nehmen, aber das ist ja auch wurscht, gell? Nur dass du Bescheid weißt, gell? Aus! Hör auf, dort das Spiel voll zu rotzen, du Rotzbärst da! Ja, Panzerbrechen, Bibabo, die 2 Arzttaschen nehmen wir mit, zur Vorsicht, man weiß ja nicht warum. Und, ja, ich würde sagen, das alles akzeptieren. Ja, verlassen, ja, wieder schon. Kommen Sie bald wieder vorbei. Ja, natürlich komme ich gleich wieder bald wieder mal vorbei, spätestens da, wenn du aufhörst, mir Godzilla anzudrehen. Aber wisst ihr was? So einen richtig geilen Godzilla, das war's jetzt halt schon mal, gell? Das ist aber eigentlich schon bewusst, gell? Dass wir eigentlich 5 Meter durch Gott, ja, nicht einmal 2 Meter an Godzillas Arsch uns bewegen, gell? Ja, aber wie komme ich da jetzt auf? Ich bin eine Tulpe. Ich muss da durch das Geschäft durch, ne? Die Treppe rauf. Da. Schickimicki, ha? Bitte narrisch. Was geht, Alter? Was geht, Alter, ha? Alles fit im Schritt, alles Schritt im Fit. Ich bin auf der Suche nach einem Mann, der ein kariertes Hemd, ein kariertes Jackett trägt. Sicher, den kenne ich. Was wollen Sie denn von ihm? Ich will ihn einfach umbringen, was so ist. Ich habe eine Rechnung zu begleichen mit diesem netten Kerl. Überrascht mich nicht.
Der Kerl schien zu allem bereit zu sein, um seine Ziele zu erreichen. Macht sich wohl viele Feinde. Hören Sie mal zu. Ich kann Ihnen sicher helfen, ihn zu finden, aber ich habe gerade selber ein paar Probleme. Vielleicht kommen wir ja ins Geschäft. Sie brauchen meine Hilfe und ich brauche auch etwas. Na, ich weiß, was jetzt kommt. Was brauchen Sie? Novak ist jetzt mein Zuhause. Und das soll auch so bleiben. Ich mag es hier und habe schon zu oft mein Zuhause hinter mir gelassen. Aber der einzige Rohstoff, den man hier findet, ist Schrott. Ohne ihn hätten die Leute hier nichts einzutauschen. Sie müssten alle gehen. Wir finden ihn meist beim alten Raketentestgelände am Ende der Straße. Aber eines Tages sind Ghoul aufgetaucht und jetzt kommen wir nicht mehr rein. Was muss getan werden? Tja, sie müssen verschwinden oder das wird bald eine Geisterstadt. Ist mir eigentlich egal, was sie machen. Wenn nur die Ghoul verschwinden, soll es mir recht sein. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Es würde mir viel bedeuten. Ja, das habe ich mir doch gleich gedacht. Ja, wir wissen eigentlich eh schon, wer er ist, ne? Ein Bärtchenträger mit Nasenpopel und einer Panzermütze. Wiederschauen. Yep, bis bald. Ja, natürlich. Bis bald. Jo, gell? Jo, scheiße. Gut, ich werde... Jo. Was gibt's noch? Stehlen? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich meine, es ist eh klar, ich muss wieder mehr Fallout New Vegas aufnehmen. Ich nehme momentan eigentlich nur mehr Fallout New Vegas auf, kurz vor knapp. Genau. Und das hat sich auch bei dieser Episode nicht verändert. Wir werden das jetzt so machen. Achso, das war ein Day. Wir werden das jetzt so machen. Wir werden die Episode dort da in Novak beenden. Das nächste Mal. Warte mal, was haben denn wir für Level überhaupt? Da, Statistik. Wir sind Stufe 7, kurz vor 8. Wir werden das nächste Mal... Eigentlich wäre es ja geil. Wie weit ist denn das Strip entfernt? Na, schon noch einiges. New Vegas ist halt schon ein relativ großes Stück entfernt, gell? Bruderschaftsbunker, Camp Fallen Hope. Eldorado Trockensee. Rap-Contest-Gelände, das ist auf der anderen Seite. Wir gehen noch mal ein Stücki. Ja, damit. Wir gehen da jetzt mal ein Stücki rein und dann schauen wir mal, was uns dort ereilt. Ich kann mich noch erinnern, aber einen haben wir ganz schwach halt, ganz madig. Was ist da? Da können wir dann später sicher mal was kochen, oder? Na. Na bitte, jetzt haben wir wenigstens wieder mal ein bisschen Munition. Oh. Der ist leer. Wer hat uns die Beute weggenommen? Ne? Das wahnsinnsfette Beute. Wir werden uns jetzt da mal mit ein paar Ghule anlegen und dann werden wir die Episode für heute beenden. Gegenstand, Waffen. Ist eigentlich meine Lieblingswaffen in dem Spiel. Mhm. Man gut, später dann für irgendwas Größeres müssen wir uns sowieso was anderes einfallen lassen.
Korken. Schön. Leuchtender. Oh mein Gott. Die ist aber schon bewusst, gell, dass ich seit Beginn der Episode nicht gespeichert habe. Alter, wie hoch sieht unser Charakter an? Also, sie waren nicht ganz. Nein. Also, sie waren nicht alle Latten am Zaun jetzt. Haarklammern, sehr gut. Ich weiß schon, das ist eine gute Mission. Da können wir Erfahrungspunkte sammeln. Das würde mich so richtig anturnen, Baby. Bitte gib mir Erfahrungspunkte, Baby. Das turnt mir an. Selbst ist der Mann und selbst ist die Frau. Braucht man nicht. Ah, da ist ein kleines Vorlager oder sonstiges, wie du das immer nennen willst. Da werden wir es uns gemütlich machen. Ach schön, all diese Gewalt. Alle nehmen A. Da ist ein Lager, da werden wir unser Zelt aufschlagen. Ah, da ist ein Zelt, da werden wir unser Lager aufschlagen. Oh na, Supermutanten. Na. Ich erinnere mich wieder. Oh mein Gott, wie ich dieses Lasergewehr. Da könnten wir übernachten. Sehr gut. Da werden wir uns niederlassen. Genau. Minen brauche ich nicht unbedingt. Aber das brauche ich. Sehr geil. Lasergewehr. Hurr. Psycho. Psycho Dad. Psycho Dad. Ja. Jetzt. Nehmen wir alles mit. Wir werden's brauchen. Wir werden's brauchen. Oh, da oben ist noch was, schau. Diese
Diese Supermutanten. Oh. Oh. Ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen, das hat sich fast ausgezahlt, dass wir da aufgegangen sind. Voll geil. Da, Stimpaks, Arzttasche, jawoll. Da schau, Plasmagewehr ist zwar scheiße, aber macht nichts. Hauptsache wir haben's. Hihi. Ja. Genau. Ja. Wir werden den Charakter da ausruhen lassen, ein bisschen. Der aber wieder zu Kräften kommen. Die alte Lutschbirne. Warte mal kurz, warum? Genau. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann gehen wir in die Repcon-Anlage und schauen, was hier so vor sich geht. Ja. Mit dem Wissen im Hinterkopf, es handelt sich um Mutanten. Man sieht sich und bis bald. Gö. Also dann, ja. Ich rede schon wieder zu viel. Baba dabei.